hallo, gibt's heute ein Viertel? Ja, heute war er auch als Lesehelfer im Rollinger dabei. Wie ist noch gegangen? Ja, War's nicht ein bisschen nass? heute ist ja der erste frische Tag im Jahr gewesen. War schon kühl. Aber es ist gegangen. Es hat halt ein bisschen feucht, war es noch noch, geregnet hat's. Wie viel hat's denn gekriegt? Vorhin im Regenmesser draußen geguckt und da war es gerade 3 Liter. Also viel war es nicht, aber es ist halt komisch dahergewedelt gekommen immer. Ja, mit ordentlich kaltem Wind. Ja, Also dadurch, dass es ja in letzter Zeit nicht mehr so oft regnet und man eigentlich den ganzen Sommer ohne Regen geht hin, habe ich manchmal den Eindruck, wir verlieren das Gefühl dafür, wie viel es tatsächlich regnet. Man guckt raus und ist bloß nur, es regnet oder es regnet nicht. Aber die unterschiedlichen Qualitäten von Regen hat man ja früher eigentlich auch unterschiedlich benannt. ja. Ein Gewitter hat man, der arge Gewitterregen, den hat man nicht brauchen können, wenn es so gerade so runtergeflatscht hat. Da hat man sich eher gewünscht, ja, dass das Gewitter vorbeizieht und man kriegt da den gemütlichen Nachregen auch noch. Ein Gewitterregen ist halt blöd, weil es alles kaputt flatscht. Da Ja, ist da der ganze flatscht halt Garten. alles runter. Ja, ist alles he. Landregen ist ja noch wieder was anderes, weil das geht ja noch wieder über Tage noch. Aber das ist sichert ja auch noch wieder gescheit was nein. anderes. Ja, ja, nicht so arg, aber dafür über die Dauer. Da gibt es einen Artikel, den hat mal der Karl Kramer geschrieben. Der ist im NEB gekommen, muss irgendwann nach der Eingemeindung gewesen sein. Da berichtet er, dass ja früher in der Gartenstraße nicht asphaltiert war und sein einfachster Regenmesser war die Pfütze vor dem Haus gegenüber von der Lina, ihrer Scheurer. Dahin tatsächlich die Vögel drin baden können und die Schwalben haben ihr Nichtmaterial geholt. Alle Kindergartenkinder sind durchmarschiert. Aber was glaubt oder nicht, die Pfütze, die denkt man noch. Da sind auch noch die alte Holzzieber gestanden vor der Lese. So, die sind da feucht gehalten worden, dass sie dicht sind. In der Pfütze. Nein, nicht in der Pfütze, die sind vor der Pfütze gestanden. Auf jeden Fall, der Karl Kramer sagt, also er hat an der Pfütze alles sehen können, nämlich ob es spritzt, also arg regnet, oder ob es bloß ein bisschen, das wäre dann quasi es stieberte. Stiebert. Siehst du das jemand? Stiebern? Das sieht man heute nicht mehr. Heute hätte man eher sagen, es nieselt bloß ein bisschen. Ja, das ist ja Deutsch. Ja, aber Schwäbisch ist halt, Schwäbisch bist du jetzt nicht. Stiebert halt. Ah, okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Hast du Ja. verdient. Tschüss. Ich euch auch alle Lesehelfer und überhaupt. Tschüss miteinander. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.